So, schönen guten Abend. Mir so nicht merci, dass ich den Abend bei so. Ja, guten Abend. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie sich bei so tollem Wetter Zeit genommen haben, um an dieser Abschlussversammlung teilzunehmen. Abschlussversammlung der Arbeiten, die wir seit 3 Jahren in Angriff genommen haben. Ganz kurz noch für die französischsprachigen Teilnehmer. Ich hoffe, dass Sie sich Kopfhörer besorgt haben und eben auch der Verdolmetschung folgen können. Jetzt folgt das Ganze nochmal auf Englisch. Okay, ich sehe keinen, den da ging das von der Berg. Ja, an. Ja, und wir haben auch sogar eine Verdolmetschung ins Deutsche heute. Die gleichzeitig die Übersetzung haben. So, da kommen wir direkt an. Gut, dann steigen wir gleich in Medias Res ein. Seit gut 3 Jahren ist dieses Projekt angelaufen. Damals gab es die Auftaktveranstaltung dieser Arbeiten zur Erarbeitung eines Mobilitätsplans für die Stadt Luxemburg. Zum einen haben wir mit Experten zusammengearbeitet, 3 Büros, CIFAS, Luxplan und Tram. Zum anderen ging es uns aber auch darum, mit den Bürgern im Rahmen einiger öffentlicher Treffen und dem Mobilitätsbeirat, der eingesetzt wurde, zusammenzuarbeiten. Welches war denn nun die größte Herausforderung dieser Arbeiten? Nun, wir sind eine Stadt, die extrem attraktiv ist. Sie ist in den letzten 10, 15 Jahren enorm gewachsen, sowohl in puncto Einwohner, aber auch in puncto Arbeitsplätze. Ich wiederhole noch einmal die magischen Zahlen. Und sie geben auch die Herausforderungen eines Mobilitätsplans an. Die Stadt Luxemburg stellt 2% des Landesgebiets dar. Von diesen 2% ist die Hälfte grün. Wälder, Parks, Felder, also wo nichts bebaut ist. Bleibt also 1% übrig und da kommen wir zur großen Herausforderung. Auf diesem 1% wohnen 20% der Landesbevölkerung. Hinzu kommen dann auch noch einmal, vor allem, dass also 40% der Arbeitsplätze befinden sich auch auf diesem Gebiet. Das bedeutet also, dass neben den 135.000 Menschen, die hier in der Stadt leben, noch einmal gut 130.000 hinzukommen, die hierher arbeiten kommen. Das sind Arbeitsplätze, die natürlich dazu beitragen, dass wir doch eine recht stabile Lage haben. Gut, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, das haben uns die letzten Jahre gezeigt. Das war also die Herausforderung, von der wir ausgegangen sind. Niemand von uns kann genau sagen, wie sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Wie sieht es in 10, 20, 30 Jahren aus? Daher haben wir erst einmal eine Bestandsaufnahme vorgenommen. Wie sehen die Zahlen aus? Und das haben Sie wahrscheinlich am Plan erkannt, den Sie sich genommen haben. Da wurden Zahlen aus den Jahren 2020 oder 2022 angegeben, denn irgendwann muss man sich ja auf Zahlen basieren. Die Arbeiten, die sich daraus ergeben, dauern aber noch etwas länger an. Daher können die Zahlen leicht abweichen, aber erstmal haben wir auf Grundlage von Fakten eine erste Analyse erstellt. Davon ausgehend eine Prognose erstellt. Wenn es denn so weiterlaufen würde, ja, wenn es sich langsam so fortsetzen würde oder etwas zügiger oder richtig schnell, all das haben wir versucht mit zu berücksichtigen in diesem Plan. Das hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen und hinzu kam ja auch, dass wir die Bürger befragt haben. Was erwarten Sie von uns? Noch eines,
Unsere Stadt ist einerseits eine Stadt der Einwohner, sprich derjenigen, die hier in den 24 Quartieren wohnen. Jetzt aktuell läuft diese Initiative. Wir besuchen die 24 Stadtviertel und ich freue mich sehr, dass so viele dabei sind und mitmachen. 24 Quartiere also, in denen die Menschen leben und für die wir eine größtmögliche Lebensqualität erhalten möchten. Und da ist der Durchgangsverkehr natürlich eines der Probleme, das wir kennen. Aber wir sind auch das größte Wirtschaftszentrum des Landes, ein Wirtschaftszentrum, das so wichtig ist für die ökonomische Lage und Situation unseres Landes. Und auch in diesem Sinne müssen wir die Mobilität organisieren. Um da meinen bestmöglichen Überblick zu haben und auch gewisse Prognosen erstellen und erarbeiten zu können, haben wir diese Arbeiten aufgenommen und das alles ist eingeflossen in diesen Plan. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle schon an all diejenigen, die uns geholfen haben, diese Arbeiten durchzuführen. Die 3 Expertenbüros habe ich schon erwähnt. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle aber auch an Patrick Goldschmidt, Chef Paul Hoffmann, Direktor unserer Abteilung Mobilität. Dankeschön seinem gesamten Team und ein Danke auch an all diejenigen, die in den einzelnen Arbeitsgruppen mitgewirkt haben. Das war die Einleitung und ich übergebe das Wort an unseren Mobilitätschefin Patrick Goldschmidt, der uns kurz, aber klar durch diesen Plan führen wird. Besten Dank, Frau Bürgermeisterin. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend herzukommen. Wir stellen hier den Mobilitätsplan der Stadt Luxemburg vor. Ich freue mich sehr, dass dieses Dokument, dieses Buch nun endlich vorliegt. Gestern wurde es geliefert und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir dieses Datum so spät angesetzt haben. Wir wollten diesen Plan nicht vorstellen, ohne dieses Dokument auch in gedruckter Fassung und auch dreisprachig vorliegen zu haben. Es ist also verfügbar in deutscher, französischer und englischer Sprache, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich das Ganze in der eigenen Sprache oder einer bekannten Sprache zu Gemüte zu führen. Der Plan als solcher, also die Arbeiten wurden im letzten Herbst abgeschlossen. Damals haben wir sie dem Schöffen-Kollegium präsentiert. Dann musste das Ganze übersetzt werden. Das hat ein wenig Zeit in Anspruch genommen. Die Ergebnisse wurden dann auch im Frühjahr der Presse vorgestellt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir sie auch mit Ihnen teilen möchten. Dankeschön Ihnen allen, denn ich gehe davon aus, dass ein Großteil der heute Anwesenden an den verschiedenen Etappen teilgenommen hat und dazu beigetragen hat. Ich möchte ganz kurz nochmal auf die verschiedenen Etappen zu sprechen kommen. Was war der Entstehungsprozess dieses Dokuments? Wir spielen die einzelnen Szenarien durch, die dann nach der Bestandsaufnahme erarbeitet wurden, wagen auch einen Ausblick, wie soll es weitergehen. Ich kann Sie beruhigen, ich werde nicht alles im Detail besprechen heute Abend. Also es steht weit mehr hier im Dokument drin, als ich heute vorstellen werde. Also wenn Sie in den nächsten Tagen Zeit haben und das Wetter mal nicht mehr so gut ist, das soll ja hin und wieder vorkommen, dann dürfen Sie sich gerne eingehender damit beschäftigen. Wir haben also diese Entscheidung getroffen, den Mobilitätsplan zu erstellen. Das war in der Schöffenratserklärung, nicht in der letzten, sondern 2017. Die Ausschreibung wurde gestartet. 2020 haben wir mit der Ausschreibung begonnen. Da haben wir externe Firmen ausgewählt und vor 3 Jahren dann sind die eigentlichen Arbeiten angelaufen. Wichtig wäre noch zu erwähnen, was ist ein Mobilitätsplan? Nun, das ist kein detaillierter Plan, der genau vorgibt, was in den einzelnen Quartieren oder sogar Straßen passieren wird. Es ist in erster Linie ein Strategiepapier, ein strategisches Dokument. Wo könnte es hingehen? Wie sieht es aus mit der Mobilität Zeithorizont 2035? Dieses Dokument analysiert auch die verschiedenen Verkehrsträger, sprich den Fußgänger, den Radfahrer, den motorisierten Individualverkehr, aber auch den ÖPNV. Analysiert werden dann auch die verschiedenen Verkehrszwecke, Verkehrswege. Geht es darum, zur Arbeit zu gehen,
in die Schule, zum Einkaufen, Bewegungen in der Freizeit, all das wurde unter die Lupe genommen. Aber auch der Wirtschaftsverkehr spielt eine wichtige Rolle, denn es geht ja um die Gewerbe und all diese Wege, die man zurücklegt, um dorthin zu gelangen, müssen berücksichtigt werden. Es ist also ein Strategiepapier und aufgrund dessen hat es eine gewisse Flughöhe, das heißt, kann auch recht schnell und aus großer Höhe fallen. Aber gut, das hat Frau Polfer ganz kurz schon angeschnitten. Wir haben es nicht alleine getan. Wir haben mit Experten zusammengearbeitet, die infolge der Ausschreibung ausgewählt wurden. Sie haben uns über den ganzen Prozess hinweg begleitet. Sie haben Erfahrungen im Ausland mit Mobilitätsplänen. Der Schöffenrat wurde in regelmäßigen Abständen informiert. Wir haben uns zudem begleiten lassen durch einen Mobilitätsbeirat. Insgesamt hat dieser Mobilitätsbeirat 7-mal getagt. Er hat sich zusammengesetzt aus jeweils einem Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen. Es gab Vertreter der nationalen Institutionen, Ministerien beispielsweise, Polizei, Regionaldirektion, dann Provelo, Cluster for Logistics Luxemburg, Luxembourg for Finance, Union Commerciale und so weiter. Dann waren aber auch Beamte aus der Mobilitätsabteilung waren mit dabei, Vertreter des Busdienstes, externe Berater natürlich auch, die das Ganze moderiert haben. Die Rolle dieses Mobilitätsbeirates bestand in erster Linie darin, den Prozess zu begleiten und gewisse Empfehlungen auszuarbeiten. Ich sage es an dieser Stelle ganz klar. Es wurde in verschiedene Richtungen gearbeitet. Das heißt, es war nicht immer möglich, alle Ideen zu berücksichtigen. 7 Sitzungen plus einige Workshops. Die gesamte Arbeit fußte dann auch auf der Erarbeitung des nationalen Mobilitätsplans, den wir als Rahmen quasi mit herangezogen haben. Ja, Auftaktveranstaltung war im Oktober. Im Oktober 2021. Mehr als 2000 freie Botschaften würde übermittelt, mehr als 4000 Kommentare. Also das war auch eine Umfrage, die gestartet wurde, eine Online-Umfrage. Wir haben dann noch einmal die Ergebnisse vorgestellt. Es gab eine weitere Veranstaltung im März 2022, dann nochmal eine Veranstaltung auf Place d'Armes mit einem Dialog mit verschiedenen Experten. Das Ganze im September 2022. 170 Einzelgespräche und Diskussionen mit Experten wurden geführt und mehr als 140 Kommentare und Bemerkungen wurden auch eingebracht. All diese Informationen finden Sie aber auch auf der Website des mobilitätsplan.vdl.lu und da können Sie das Ganze auch alles nachlesen. Wir haben dann eine Bestandsanalyse vorgenommen, haben uns angeschaut, wie war die Situation 2020? Wir haben irgendein Datum auswählen müssen und auf dieser Grundlage haben wir geschaut, wie stehen sich die verschiedenen Verkehrsträger gegenüber. Nehmen wir den ÖPNV. Da haben wir festgestellt, dass dieser bereits heute äußerst leistungsfähig ist, sei es nun das AVL-Busnetz oder auch die Tram. Das sehen wir als großes Ganzes, denn bei der Tram sind wir schon bei weit über 100.000 Fahrgästen, die täglich befördert werden. Das gesamte Busnetz der Stadt Luxemburg befördert jährlich um die 40 Millionen Menschen. Das heißt, beide zusammen decken schon eine enorme Zahl ab. Mehr als 250.000 Menschen, die täglich den ÖPNV nutzen. Dazu muss man fairerweise sagen, da sind natürlich auch viele, die sowohl Bus als auch Tram fahren. Aber dennoch, der Bus ist äußerst leistungsfähig, schafft es, die Menschen aus
allen Quartieren überall hinzubringen. Bei den meisten Bewegungen muss man sogar nicht umsteigen. Hin und wieder kommt es vor, dass man einmal umsteigen muss, in ganz seltenen Fällen zweimal. Also unser Netz ist äußerst leistungsfähig. Nichtsdestotrotz stellen wir fest, dass wir noch Potenzial haben. Wir brauchen oder sollten mehr Tangentialverbindungen herstellen. Darauf kommen wir aber später noch einmal zu sprechen. Ja, der ÖPNV hat natürlich auch mit sich gebracht, dass viel mehr Menschen diesen jetzt in Anspruch nehmen. Also der Ausbau dieses Netzes hat zu einem Plus geführt. Kommen wir zum Radverkehr. Das Netz wurde sukzessive optimiert in den letzten Jahren, sei es durch die Tram. Da konnten wir das Ganze wirklich neu gestalten in der Avenue de la Liberté, Boulevard Roosevelt, Avenue de la Gare. Avenue Marie-Thérèse wurde beidseitig gesichert. Wir konnten von Fassade zu Fassade arbeiten. Es kamen Radwege hinzu, auch Boulevard Prince-Henri. Da beginnen dann auch die Arbeiten von Creos. Da haben wir jetzt mal eine provisorische Maßnahme. Danach wird es definitiv. Nichtsdestotrotz müssen wir immer feststellen, dass das Radwegenetz nicht immer ausreicht. Es ist noch sehr lückenhaft und da ist noch nachzubessern in den nächsten Jahren. Auch dazu später mehr. Was uns wirklich weitergebracht hat in den letzten Jahren, das ist das Fahrradleihsystem. 2017, 2018 wurde das auch umgerüstet auf elektrische Fahrräder. Das hat es uns ermöglicht, dieses System auch in andere Gemeinden zu bringen, also unser Netz auszudehnen. Das heißt, die Menschen sind zuerst mit Velo unterwegs und legen sich dann auch selbst ein eigenes Rad zu. Ich muss aber feststellen, bei 80.000 Prämien, die ausbezahlt wurden, naja, also da besteht noch genügend Potenzial in der Stadt, damit auch Arbeitswege auf dem Rad zurückgelegt werden. Leider gibt es noch nicht so viele, die da das Rad nehmen. Dann die Analyse zum Fußverkehr. Wir haben festgestellt, dass man eigentlich überall gut zu Fuß hingelangt. Wir sind eine Stadt der kurzen Wege. Wir haben die technischen Infrastrukturen verbessert. Gehsteige wurden abgesenkt, damit es leicht ist, überall hin zu gelangen. Und die größtmögliche Entfernung zwischen zwei Fußgängerüberwegen beträgt 150 Meter bei den Hauptverkehrsstraßen. Beim motorisierten Individualverkehr müssen wir feststellen, dass die Leistungsfähigkeit des Netzes allmählich ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Ich denke hier an die Hauptverkehrszeiten, die Spitzenstunden von montags bis freitags, nicht so sehr in Urlaubszeiten, aber im normalen Berufsverkehr ist es doch häufig so, dass wir da kaum Reserven haben. Daher ist es sehr schwierig, auch dieses Netz auszubauen, es sei denn, wir würden Tunnels vorsehen an diversen Stellen. Das ist aber so nicht vorgesehen und im Hyperzentrum und auch am Bahnhof ist es nicht wirklich möglich. Der ruhende Verkehr wurde auch modernisiert. Hier haben wir jetzt flächendeckend eine gute Parkraumbewirtschaftung. Das Angebot an Stellplätzen ist wirklich groß, sei es jetzt an der Oberfläche, aber auch in Tiefgaragen, in Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätze und da gibt es auch noch Kapazitäten. Dann haben wir die Analyse. Dann haben wir auch noch eine Analyse durchgeführt, nämlich dahingehend, wie die strukturelle Entwicklung bis 2035 aussehen wird. Also unsere Prognosen für das Jahr 2035 gründen sich hauptsächlich auf den Bebauungsplan der Stadt Luxemburg. Da haben wir uns angeschaut, wie sieht das Potenzial aus, sowohl was die Einwohnerzahl angeht, als auch die Arbeitsplätze.
Nach unseren Berechnungen sieht es so aus, dass bis 2035 im Vergleich zu 2020 wohlgemerkt wir einen Zuwachs an Arbeitsplätzen von 30% erwarten, also 50.000 mehr und 46% bei den Einwohnern, das heißt ein Plus von 57.000 Einwohnern. Also wenn man das schon sieht, plus 30%, plus 46%, also die Schere zwischen Arbeitsplätzen und Einwohnern, die wird langsam etwas kleiner, weil mehr Wohnraum geschaffen wird in den kommenden Jahren. Also wir haben ein dynamisches Wachstum. Also von 20 bis 24 ist die Einwohnerzahl angestiegen in der Stadt Luxemburg, obwohl es ja eine kleine Krise gab. Trotzdem ist die Einwohnerzahl gestiegen. Auf Grundlage dieser Analyse stellen wir jetzt fest, dass es gar nicht so einfach werden wird, diesen Zuwachs auch in puncto Mobilität zu managen, wenn wir nichts ändern. Wir haben heute Bewegungen, oder sagen wir mal 2020. 2020 ist ja unser Ausgangspunkt. Dann haben wir 857.000 Bewegungen pro Tag. Mit dem Zuwachs an Arbeitsplätzen und Einwohnern rechnen wir mit einem Bewegungszuwachs von 33%. Das heißt, im Jahre 2035 rechnen wir mit 1.144.000 Bewegungen. Also enormer Zuwachs. Und jetzt kommen wir zu unserer Szenarienentwicklung. Wir haben da unterschiedliche Hypothesen als Ausgangspunkt genommen. Wir haben da 3 Basisszenarien. Dann haben wir auf dieser Grundlage ein Planungsszenario entwickelt und dann ein sogenanntes Vorzugsszenario, also die optimale Entwicklung wäre das. Und darauf werde ich jetzt kurz eingehen. Also im Basisszenario 1, da haben wir uns Folgendes angesehen. Was würde passieren, wenn wir nichts ändern, außer diejenigen Entscheidungen treffen, die umsetzen, die sowieso schon getroffen wurden. Also Verlängerung der Tram bis zum Findel, Ausbau des Boulevard de Kiem. Was würde dann passieren im öffentlichen Raum? Also wir haben festgestellt, dass dann der Anteil an Individualverkehr um 20% steigen würde. Und ich habe ja eingangs gesagt, dass wir in den Spitzenstunden schon wirklich mehr als ausgelastet sind. Also dieses Basisszenario ist also nicht machbar. Also da braucht es zusätzliche Maßnahmen. Dann gibt es ein Basisszenario 2. Da haben wir uns angesehen, was passiert, wenn wir nichts ändern. Wie viel müsste der ÖPNV, also Bus und Tram, wie viel müssten die bewältigen, wenn wir verhindern möchten, dass es zu einem verkehrstechnischen Zusammenbruch kommt? Das würde bedeuten, dass 2035 bis 35 der ÖPNV um 100% wachsen müsste. Also nicht 40 Millionen, sondern 80 Millionen, nicht 110.000 im Tram, sondern 250.000. Und im Tram ist es möglich. Denn wir haben ja schon beschlossen, dass die Strecken ausgebaut werden. Aber das betrifft dann ein anderes Szenario. Und dann haben wir das Basisszenario 3. Also alle Maßnahmen, die schon im Nationalen Mobilitätsplan drinstehen, werden hinzugenommen. Und was würde das mit sich bringen? Also im Nationalen Mobilitätsplan heißt es, dass der Boulevard de Merle und der Boulevard de Sessange kommen werden, die es uns dann erlauben, in einer Rue Aubépine den Verkehr umzuleiten und zusätzliche Kapazitäten zu bekommen. Boulevard de Hollerich, Porte de Hollerich gehört auch dazu. All diese Maßnahmen sind von größter Bedeutung, damit wir einen Zuwachs im öffentlichen Transport, im ÖPNV gewährleisten können. Denn sonst werden wir keine Entlastung im Hyperzentrum bekommen. Mit den Schlussfolgerungen dieser Testrechnungen der Szenarien 1 und bis 3 haben wir dann ein Planungsszenario erstellt. Wir haben uns gesagt, okay, wir müssen den ÖPNV massiv ausbauen. Und in den letzten Wochen und Monaten wurde darüber viel in der Presse diskutiert. Und wir haben gesagt, wir brauchen
einen zweiten leistungsfähigen Nord-Süd-Korridor zwischen der Place de l'Étoile, Cloche d'Or und der Route d'Arlon. Und wir brauchen einen weiteren leistungsfähigen ÖPNV-Korridor Route d'Arlon, Neu-Hollerich, Porte-Hollerich, um dann auch das Stadtzentrum und das Bahnhofsviertel zu entlasten und dann natürlich auch die Anpassung des AVL-Netzes an diese neuen Gegebenheiten. Ja, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Also mit der Grundausrichtung, dass der ÖPNV massiv ausgebaut wird, ist der prozentuale Anteil des motorisierten Individualverkehrs dann reduziert, aber nicht ausreichend, um mit den Zahlen, die ich vorhin erwähnt habe, das Ganze bewerkstelligen zu können. Deswegen haben wir ein Vorzugsszenario erarbeitet mit zusätzlichen Maßnahmen. Eigentlich wünschen wir uns für die Zukunft, dass der Anteil an ÖPNV, an sanfter Mobilität zumindest bei 51% liegen sollte. Individualverkehr, das wollen wir maximal einfrieren, damit es da nicht zu einer Steigerung kommt. Liegt uns ja am Herzen. Also wir müssen massiv in diese 2 oder sagen wir mal 3 Verkehrsträger investieren, um die Funktionsfähigkeit der Stadt Luxemburg in Bezug auf die Mobilität zu garantieren und auch auf längere Zeit zu erhalten. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die einzelnen Verkehrsträger eingehen und auf die einzelnen Stärken, die jeweiligen Stärken und Schwächen eingehen. Ich werde mich kurz halten, weil ich ja schon einführend einiges dazu gesagt habe. Wir haben ein sehr gutes ÖPNV-Netz, also sowohl Busnetz wie auch Tramnetz, also Straßenbahnnetz. Aber da brauchen wir eine zweite parallele Tramstrecke, damit wir diese Redundanz garantieren können, wenn es zum Beispiel auf der Hauptstrecke ein Problem gibt. Im Bus ist es natürlich einfacher. Wenn es da einen Unfall gibt, dann kann ein Bus natürlich eine Umleitung fahren. Das ist bei der Tram ein bisschen schwieriger. Gut. Der AVL-Bus, da müssen wir dafür sorgen, mehr Direktverbindungen anzubieten. Und zwar nicht alle in Richtung Hyperzentrum. Ein paar davon gibt es heute schon, aber das reicht nicht aus. Also Tangentialverbindungen zwischen den Quartieren, zwischen den Stadtvierteln ohne Umwege müssen gefördert werden in Zukunft. Und wenn wir da eine Tramstrecke haben mit mehr Abzwingen, ist das auch möglich, weil die Fahrgäste dann auch zur Tram gebracht werden mit Hilfe des ÖPNV. Also es werden auch jedes Jahr Umfragen durchgeführt, inwiefern unsere Bürger und Bürgerinnen mit den AVL-Strecken und Netzen zufrieden sind. Und die Ergebnisse sind recht gut, also was die Sauberheit, die Sicherheit und auch die Freundlichkeit des Personals angeht. Gut, es sind keine 100%, stimmt. Aber ganz allgemein kann man sagen, dass wir ein positives Feedback haben. Und wenn es da ein paar Probleme gibt, schreiben Sie uns an. Wir prüfen jede einzelne Empfehlung, jede einzelne Beschwerde. Wichtig ist, wir sehen ja, wo neue Wohnungen, neue Arbeitsplätze gebaut werden. Deswegen müssen wir dort die Infrastruktur anpassen, und zwar massiv anpassen, damit wir den Bürgerinnen und Bürgern eine Alternative zum Individualverkehr anbieten können. Gleichzeitig müssen wir auch mit den anderen überregionalen ÖPNV-Transportträgern zusammenarbeiten, damit es nicht zu viele leere Busse gibt, die durch die Stadt Luxemburg fahren oder die da einfach in den einzelnen Stadtvierteln stehen. Wir brauchen spezifische Korridore, die sogenannten Corridor à haut niveau de service, die sowohl für den Bus wie für die Tram angeboten werden, wo also der öffentliche Transport Priorität genießt, damit es einfach ganz normal ist, vom Individualverkehr auf den ÖPNV umzusteigen, wenn es möglich ist. Also wir möchten jetzt niemanden zwingen, das zu tun, aber wir möchten es so optimal gestalten,
dass man es gerne macht. Also Ineffizienzen des RGTR-Netzes über das Zentrum hinaus, also Parallelfahrten, die müssen wir an den Grenzen der Stadt Luxemburg abbinden, zusammen natürlich mit den Partnern auf nationaler Ebene und mit den einzelnen Unternehmen. Denn auf diese Art und Weise können diese Busse dann auch schneller zurück in die einzelnen Dörfer fahren, um dort die Menschen abzuholen. Zum Thema Radverkehr, das habe ich vorhin schon deutlich gesagt, das Radwegenetz wurde verbessert im Laufe der letzten Jahre. Aber da bleibt noch viel zu tun, damit es weniger Wege im Mischverkehr gibt auf den Hauptachsen. Also oft traut man sich nicht so recht, im Mischverkehr Rad zu fahren. Es gibt viele, die sagen, nein, solange es keine Radwege gibt, die für das Rad reserviert sind, werden wir nicht mit dem Rad fahren. Wir versuchen auch die Anbindung an die Nachbargemeinden zu verbessern und zu verstärken. Nächstes Jahr hoffen wir, dass wir mit den Arbeiten beginnen können, um einen guten Radweg in Richtung Röser bauen zu können. Und auch weiter nach Süden mit der Elektromobilität kommen die Menschen von viel weiter her. Und wir arbeiten sehr gut mit den verschiedenen Gemeinden zusammen, auch in Zusammenhang mit unserem Velosystem, unserem Fahrradvermietungssystem, wo wir ein wirklich sehr gutes Feedback haben. Also besser als erwartet. Ich gehe jetzt gleich weiter zum Rundenverkehr. Hier gibt es noch Konflikte. Manchmal sind die Bürgersteige nicht breit genug. Manchmal müssen wir uns auch die Lichtsignalanlagen noch einmal genauer anschauen. Runder Verkehr, nein, da geht es um die Kraftfahrzeuge. Also wir stellen fest, dass wir in der Stadt Luxemburg wirklich ein großes Angebot an Stellplätzen haben. Also mehr als 50.000 Stellplätze insgesamt in allen Vierteln. Das, wenn man sagt, das ist praktisch eine Autoschlange von Luxemburg nach Paris, wenn wir sie alle hintereinander aufstellen würden. Und diesen Raum könnten wir vielleicht auch anders nutzen. Aber wir haben wirklich ein schönes, großes Stellplatzangebot. Und auch was die Auslastung im Hyperzentrum angeht. Aber uns bleibt noch Platz genug in den Parkhäusern. Sowohl im Bahnhofsviertel, wo man dann auch die Tram oder den Bus nehmen kann, um in die Oberstadt zu gelangen. Also wie gesagt, da gibt es wirklich noch einiges an Kapazitäten. Wir haben auch ein gutes Parkleitsystem, das Ihnen hilft, von A nach B zu kommen. Eine der zentralen Herausforderungen ist natürlich die Anpassung des Parkraummanagements. Denn wenn wir unsere Ziele erreichen wollen in puncto ÖPNV und sanfte Mobilität, dann müssen wir auch über das Parkraummanagement nachdenken und da Anpassungen vornehmen. Aber wie gesagt, das hier ist ein Strategiepapier. Uns geht es darum, da zumindest eine neue Initiative für den Bereich Parkraummanagement auszuarbeiten und vorzuschlagen und das also zu überarbeiten. Ja, wie gesagt, das Straßennetz ist ausgelastet. Wir haben ein Problem damit, dass wir die Autobahnen rund um die Stadt Luxemburg führen und die sind natürlich zu Spitzenstunden ausgelastet und viele fahren dann durch die Stadt Luxemburg, um nach Kirchberg zu kommen, anstelle über die Autobahn zu fahren. Wir als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Luxemburg würden es natürlich vorziehen, wenn die Autofahrer dann auf der Autobahn blieben. Aber da müssen wir sehen, was wir machen können, damit es attraktiver bleibt, auf der Autobahn weiterzufahren und nicht durch die Stadtviertel. Unser Straßennetz ist in einem sehr guten Zustand. Es gibt großflächige Verkehrsberuhigung. Fast überall gibt es 30 Stundenkilometer-Zonen, aber auch da kann man noch einiges verbessern.
Ich habe es vorhin erwähnt, Ausbaumöglichkeiten für das Straßennetz im Hyperzentrum, Bahnhofsviertel und so weiter gibt es praktisch nicht mehr. Das ist so gut wie unmöglich. Also es sei denn, wir werden extrem kreativ und bauen in die Höhe oder unterirdisch. Aber ich wüsste nicht, wo wir den Raum hernehmen sollten, um noch mehr Kraftfahrzeuge in die Stadt Luxemburg zu bringen. Also für uns ist es wichtig im Rahmen des Straßenverkehrs, dass wir endlich den Boulevard de Merle und den Boulevard de Sessange bekommen. Und zwar nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern auch für den öffentlichen Transport. Ob es ein Buskorridor ist oder vielleicht auch die Tram. Das ist für uns von größter Bedeutung. Und dann natürlich der Boulevard de Hollerich und die Porte de Hollerich, die im Nationalen Mobilitätsplan festgehalten sind. Die sind von größter Bedeutung für die Stadt Luxemburg, damit wir im Bereich der Mobilität nicht den Erstickungstod erleiden. Also nun zu die Fußgänger. Da habe ich ja vorhin schon einiges gesagt. Aber wir müssen weiterhin Barrieren abbauen, zum Beispiel Brücken bauen. Wir haben ja in der Stadt Luxemburg große Höhenunterschiede, deswegen brauchen wir Aufzüge, Brücken oder zum Beispiel im Neudorf, wo wir vielleicht bald mit den Arbeiten beginnen werden. Dann haben wir in den letzten Monaten auch viel darüber gesprochen, einen Aufzug in die Fayencerie, in den Rullinger Grund vorzusehen, um das besser mit dem Limpertsberg anzubinden. Sowohl für die Fußgänger, aber auch für die Radfahrer. Wir wollen Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern reduzieren. Deswegen soll der Boulevard Prince-Henri ausgebaut werden, um hier einen gesicherten Radweg zu bauen. Und dann die Lichtsignalanlagen. Also an manchen Kreuzungen sieht man, dass die Wartezeiten für die Fußgänger zu lange sind. Das müssen wir optimieren, damit die Fußgänger schneller von einer Straßenseite zur anderen kommen können. Nun zum Thema Intermodalität und Innovation. Also wir haben in den letzten Jahren ein Carsharing-System angeboten. Es wird benutzt, aber nicht ausreichend. Das liegt auch daran, dass wir keinen internationalen Anbieter hatten für diesen Markt, weil sie einfach davon ausgehen, dass das Marktpotenzial nicht groß genug war. Aber wir als Stadt Luxemburg bieten das trotzdem an. Das möchten wir auch noch verbessern, damit vielleicht Familien auf einen Zweitwagen verzichten oder vielleicht sogar auf den Erstwagen verzichten und dann mit Carsharing arbeiten. Dann das Velosystem wurde massiv ausgebaut und wird auch weiterhin ausgebaut. Und mit dem Betreiber des Systems werden wir noch einmal diskutieren. Wir merken im Sommer jetzt, dass viele dieser Velo-Fahrräder nicht im optimalen Zustand sind und das muss verbessert werden. Auch im Bereich Bus und Tram muss das Angebot verbessert werden. Es muss auch in den Apps besser sichtbar sein. Unsere Apps müssen stärker gebündelt werden, damit man die Informationen online erhält. Oft haben wir zu viele verschiedene Produkte, die man sich anschauen muss. Wenn ich Carlo fahre, brauche ich eine App. Wenn ich Velo O fahre, brauche ich eine andere App. Also das müssen wir bündeln, damit das Ganze benutzerfreundlicher wird. Positiv zu sehen ist die Elektromobilität in Bezug auf die Ladestationen. Auch dort haben wir eine Analyse von externen Beratern durchführen lassen und Stand 2024 stellen wir fest, es gibt genügend Ladestationen im Bereich der Stadt Luxemburg und es gibt praktisch nie Engpässe, was Ladestationen angeht. Ja, wie sehen die Herausforderungen für die Zukunft aus? Wir brauchen Mobilitätsstationen, also multimodale Mobilitätsstationen, indem wir diese Station auch wirklich sichtbar machen. Hier können Sie Ihr Auto abstellen und hier gibt es eine Velo-O-Station oder Carsharing oder auch Anbindung an Bus oder Tram. Das müssen wir sichtbarer gestalten. Dazu gibt es heute schon Systeme und da können wir dann an einigen Punkten der Stadt verbessern. Das Verkehrssystem, das Verkehrssystemmanagement, da
ran. Da waren wir schon Vorreiter in den letzten 10, 20 Jahren, aber da hat sich schon viel getan auf technologischer Ebene. Auch hier sind Verbesserungen notwendig. Hier dürfen wir nicht den Anschluss verlieren oder den Zug verpassen. Und wie gesagt, Mobilitätsmanagement, um den Menschen zu zeigen, wie kann man als Pendler besser oder Unternehmenverwaltung, wie kommt man besser in die Stadt Luxemburg hinein? Und auch im Bereich Wirtschaft, also Lieferungen ist ja, Gewerbe ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Wenn Sie Gewerbe haben in den Vierteln, dann sind Lieferungen, Warenlieferungen notwendig. Auch das muss optimiert werden. Es kann nicht sein, dass in Zukunft noch um 11 Uhr vormittags da LKWs in Bereiche hineinfahren, die eigentlich für Fußgänger reserviert sind. Also hier müssen wir wirklich mehr tun und schneller vorankommen, damit es einfach mehr Spaß macht, in die Stadt Luxemburg zu kommen. Schon zum Schluss. Damit komme ich schon zum Ende. Ich hatte Ihnen eingangs gesagt, wir sprechen hier von einem Strategiepapier, das aber eine Richtung vorgibt, auch uns, der Politik und dem Gemeinderat, aber das reicht alleine nicht mehr. Wir müssen weiter vorankommen. So, es ist ja nicht so, wir haben dieses Papier, schauen dann, wo wir 2035 stehen. Letztes Jahr war das Papier erarbeitet, haben dann gesagt, so, was den Mobilitätsplan anbelangt, müssen wir jetzt ins Detail einsteigen. Wir müssen gewisse Maßnahmen ausarbeiten. Wir haben einige Konzepte angestoßen. Das eine ist auch in der neuen Schöffenratserklärung vorgestellt worden. Wir möchten die Stadtviertel beruhigen. Regelmäßig haben wir Treffen mit den Anwohnern und das hören wir immer wieder. Es gibt zu viel Verkehr, zu viele Autos und wir haben gesagt, so, das greifen wir auf, das gehen wir an, aber viele Bewohner dieser Quartiere, schrecken natürlich auch vor Änderungen zurück. Wir haben das Ganze ausgeschrieben, mit externen Partnern gearbeitet, denn häufig ist es auch erleichtert, das Ganze von außen beleuchten zu lassen, mal eine andere Brille aufzusetzen als diejenige, die wir tagtäglich anhaben. Wir haben für Hollerich, Limpertsberg, das Bahnhofsviertel und Bonneweg, also das sind die Quartiere, wo wir den meisten Durchgangsverkehr haben, die aber auch eben von externen Partnern beleuchtet werden sollten. Also die haben wir herausgepickt und da ist die Analyse jetzt in den letzten Zügen. Ich werde das mit der Division Mobilité auch in den nächsten Wochen dem Schöffenrat präsentieren. Wir werden wirklich schauen, dass wir die eine oder andere Maßnahme umsetzen können. Wir haben den Durchgangsverkehr zählen lassen, wie viele Menschen kommen rein, wie viele gehen raus, also in beide Richtungen und wie können wir dafür sorgen, dass die Autos auf den Hauptachsen bleiben. Dann haben wir das Konzept der sanften Mobilität. Da wurde die Ausschreibung gestartet. Es ist ein integriertes Radfahrer- und Fußgängerkonzept für die Stadt. Wir haben das schon einmal so durchgeführt. Das ist aber jetzt zu erweitern nach Vorgaben des Mobilitätsplans. Die Ausschreibungen sind gemacht und jetzt sollen die Arbeiten in den kommenden Tagen und Wochen losgehen. Sobald dann die Aufträge vergeben sind, also ich hoffe, dass wir dann in 8 bis 10 Monaten mit ersten Ergebnissen aufwarten können, was dieses neue Konzept für Luxemburg bedeutet. Parkraummanagement, da erstellen wir eine Reform, natürlich mit gewissen Vorschlägen. Das soll kein Ansatz sein, den wir quasi der Stadt überstülpen. Das möchten wir besprechen. Das schauen wir uns nochmal im Schöffenrat, im Gemeinderat an. Und dann werden wir Maßnahmen ergreifen, von denen wir ausgehen, dass sie für alle zufriedenstellend sind. Dann sind wir dabei, eine neue Fassung des Kinderstadtplans zu erstellen. Das haben wir im Rahmen der Besprechung zur Schulorganisation auch im Gemeinderat schon angesprochen. Dieser Plan wurde zuletzt 2007 erstellt, richtet sich an Kinder, soll kinderfreundlich sein, eine spielerische Form haben mit Symbolen, die Kinder ansprechen, bunt, wenig Text, aber auch mit Kindern erarbeitet.
Es soll also mit den Kindern geschaut werden, wie kommen sie zur Schule, welche Wege benutzen sie in der Stadt, in der Freizeit. Die Eltern werden mit eingebunden. All das ist für den Herbst vorgesehen, sodass der Kinderstadtplan dann in den nächsten Monaten präsentiert werden kann. In den letzten Monaten haben wir auch ein Konzept für die Ladeinfrastruktur auf dem hauptstädtischen Gebiet unter die Lupe genommen. Also nicht nur den Ist-Zustand genommen, sondern auch die Frage gestellt, was bedeutet das denn jetzt, nachdem das neue Rundschreiben herausgegeben wurde, wo denn auch festgelegt wurde, dass die Gemeinden verantwortlich sind für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Diese Analyse haben wir durchgeführt. Stand heute reicht es, wie gesagt, aber der Bedarf wird steigen und da gibt es gewisse Ideen, die wir Ihnen in einem nächsten Schritt vorstellen werden, nachdem sie dann erst einmal im Gemeinderat beziehungsweise in den entsprechenden Ausschüssen diskutiert wurden. Und dann noch der Ausbau des städtischen Verkehrsleitsystems. Auch daran arbeiten wir, aber das wird erst 2025 beginnen. So, das war meine Präsentation. Ich möchte mich noch einmal bedanken an allen Mitwirkenden, an all denjenigen, die beigetragen haben zu diesem Mobilitätsplan, bei denjenigen, die bei den Veranstaltungen dabei waren, sei es jetzt im Mobilitätsbeirat. 8.000 haben sich beteiligt an der Umfrage, externe Experten haben mitgearbeitet, Kollegen aus den einzelnen Fraktionen und Rafael da Silva sitzt ganz diskret hier vorne, weil er ist arg in Anspruch genommen worden und unter Herr Hoffmann und seinem Team hat er gearbeitet. Der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit auch ein herzliches Dankeschön. Ja, sie wurden häufig genervt, aber es war wirklich wichtig, dass wir das hier jetzt vorliegen haben in den einzelnen Sprachfassungen. Wie gesagt, hier steht weit mehr drin als das, was ich heute vorgestellt habe. Schauen Sie sich das an, geben Sie uns Feedback, stellen Sie Fragen und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielmals merci, Herr. Vielen Dank, Herr Goldschmidt, für diese Präsentation. Sie müssen natürlich nicht warten und Ihre Fragen per E-Mail einreichen. Sie sind heute Abend hier, haben jetzt die Gelegenheit dazu. Es gibt 2 Handmikrofone. Ja, pro Person dürfen 1 oder 2 Fragen gestellt werden. Wir möchten sicher gehen, dass alle Anwesenden auch auf jeden Fall an die Reihe kommen. Wir freuen uns auf einen regen, konstruktiven Austausch mit Ihnen. Wenn es Fragen gibt, heben Sie bitte einfach die Hand und dann reichen wir Ihnen ein Mikrofon. Bitte. Stellen Sie sich vielleicht auch kurz vor. Ich bin Darius, wohne in Bel Air. Habe lange im Ausland gelebt und habe andere Städte kennengelernt und erlebt, die in gewissen Aspekten vielleicht schon etwas weiter sind. Aber ich spüre doch eine positive Entwicklung hier in Luxemburg. Ich möchte nichts schlecht reden. 2 Fragen. Erstmal, ich benutze oft die Carsharing-Angebote, CFL-Flex. Also Carlo geht nicht so weit. Und wenn ich aber Freunde in anderen Gemeinden besuchen möchte, dann merke ich, das CFL-Flex-System ist besser ausgebaut. Ich verstehe natürlich, dass die Stadt das eigene System nutzen möchte. Aber in der Hauptstadt gibt es wenige CFL-Flex-Angebote. Und da stelle ich mir die Frage, ob es da Potenzial zu einer verstärkten Kooperation gibt. Denn CFL-Flex kann ich in der Stadt so nicht benutzen. Gibt es da vielleicht Mittel und Wege, das zu integrieren? Und dann die zweite Frage. Die habe ich doch jetzt glatt vergessen. Na gut, vielleicht beantworten wir dann erstmal die erste. Herr Goldschmidt? Ja, vielen Dank für diese Frage und Ihre Feststellungen. Es wird uns häufig mitgeteilt, historisch müssen wir schauen. Also Carlo, also das Carsharing-System, hatten wir
begonnen, bevor das Flex-System auf nationaler Ebene gestartet wurde. Der nationale Minister war auch ein ehemaliger Chauffeur und so haben wir dann das Carlo, das für uns komplementär ist zum gesamten Mobilitätsangebot. Wir haben gesagt, wir möchten Carsharing in der Hauptstadt anbieten. Wir hatten es ausgeschrieben und wussten von Anfang an ganz klar, dass wir die kritische Masse nicht erreichen würden, um einen ausländischen Anbieter zu haben. Das heißt, wir haben gesagt, wir als Gemeinde investieren in dieses System. Parallel dazu hat Flex dann auch ein eigenes System aufgebaut. Auch da wurde die kritische Masse nicht erreicht. Aber Sie müssen wissen, bis vor kurzem gab es nur Möglichkeiten, Stellplätze auf privaten Grundstücken zu machen. Also auch Carlo-Autos standen nur auf Privatgrundstücken, nicht im öffentlichen Straßenraum. Und das galt auch für Flex. Die Bedingungen waren einfach nicht gegeben. Wo könnten diese Autos stehen? Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Es gibt andere Möglichkeiten und weder das eine noch das andere System ist rentabel. Das bedeutet, dass wir in den kommenden Monaten mit den zuständigen Abteilungen, mit dem Schöffenrat, auch vielleicht mit Flex prüfen müssen, welche sind die Erwartungen der Nutzer und was können wir tun, um das System zu verbessern. Sei es jetzt der Ausbau unseres Systems Carlo, sei es eine engere Zusammenarbeit mit Flex, aber das ist ein anderes System. Wir haben ein stationsbasiertes System. Dort, wo ich das Auto miete, muss ich es auch wieder zurückbringen. Bei Flex funktioniert das ein bisschen anders. Aber wie gesagt, wir sind da offen und wir sehen ja auch, die Zahlen steigen. Diejenigen, die aus dem Ausland kommen, sagen häufig, ich brauche nicht unbedingt ein eigenes Auto oder auch ausländische Besucher nutzen dieses Angebot. Und da sollten wir als öffentliche Hand schauen, ein bestmögliches Angebot zu gewährleisten. Noch eine Frage? Ja, guten Abend an. Ich habe eine Frage zum kostenlosen ÖPNV. Das ist ja doch eine Belastung für die Gemeinde, aber auch für den Staat. Ist es vorgesehen, dass dieser ÖPNV künftig gratis bleibt? Und wie ist es möglich, das zu finanzieren? Denn diese Frage stelle ich mir Tag für Tag. Ja, die Kostenlosigkeit soll bestehen bleiben. So ist es vorgesehen. Ganz kurz eine Ergänzung, buchhalterisch, vielleicht finanztechnisch. Als der ÖPNV zahlungspflichtig war, war der Deckungsgrad sehr niedrig. Das heißt, Gemeinde wie Staat haben beisteuern müssen. Gut, jetzt haben wir noch ein bisschen was draufgelegt, aber das Ergebnis ist überwältigend. Wie im Ausland über Luxemburg gesprochen wird und wie häufig der ÖPNV genutzt wird, ich glaube, davon können wir uns nicht mehr lösen. Und solange es dem Land gut geht, ist es auch Aufgabe der politischen Entscheidungsträger, dafür zu schauen, wie setzen wir diese Mittel ein. Und ich glaube, in den ÖPNV ist es gut investiert. Ja, wir sehen es an den Zahlen. Es ist so viel einfacher. Aber es ist ein Punkt, der ausschlaggebend ist. Stellen Sie sich vor, nehmen wir die Tram, wie viele Menschen da einsteigen. Es gibt volle Busse. Jetzt stellen Sie sich vor, all diese Menschen müssten wieder kontrolliert werden. Das heißt, an allen Haltestellen würde so viel mehr Zeit anfallen und das würde natürlich auch die Geschwindigkeit oder die Häufigkeit reduzieren. Ich glaube, weltweit sind wir die einzige Stadt, Nein, wir sind das einzige Land sogar, korrigiert sich die Bürgermeisterin. Wir sind das einzige Land mit einem völlig kostenlosen ÖPNV. Ich habe es immer wieder gehört und ich freue mich aber, dass Sie auch so denken. Wir werden das aufrechterhalten. Dann haben wir noch eine weitere Frage in der vorletzten Reihe. Ja, guten Abend, Kali. Wie beurteilen Sie das Taxi in der Stadt? Ja, der Gratis-ÖPNV ist gut, aber die Taxis stellen ja auch einen Akteur dar. Sollen die Taxis noch zum Stadtbild gehören? Wenn ja, wie sieht es aus mit weiteren Stellplätzen für uns in der Stadt?
Ja, auch das Taxi wird nicht verschwinden, wird weiterhin kostenpflichtig sein. Das übernehmen wir nicht. Aber vielen Dank für die Frage. Ich verstehe das. In den letzten Jahren haben wir einige Taxistellplätze streichen müssen. Insbesondere, jetzt müssen wir natürlich schauen, wo wäre es möglich, dem Taxi wieder mehr Platz einzuräumen. Heute Vormittag habe ich an einer Konferenz teilgenommen, wo es um Smart Cities ging, und da habe ich ein Start-up kennengelernt, wo Möglichkeiten für eine noch taxifreundlichere Stadt vorgestellt wurden. Also die Taxis werden bleiben. Wir werden mit den Betreibern, mit ihnen zusammen schauen, wie wir das handhaben können, damit wir genügend Raum schaffen, damit sie ihren Beruf ausüben können. Hi, guten Abend. Von ICE Start ASBL. Wir bemühen uns ein bisschen um Bürgerbeteiligung, aber darum geht es jetzt. Da stelle ich keine Frage dazu. Mich interessiert nochmal die Auslobung, die Sie erwähnt haben. In der Auslobung steht drinnen, dass Sie einen Klimamobilitätsplan, einen Sustainable Urban Mobility Plan gesucht haben. Der sollte erstellt werden. Sie reden die ganze Zeit nur von der Verhinderung des Verkehrskollapses. Mich interessiert tatsächlich dieser Klimaaspekt. Wir müssen ja wissen wir alle, wir müssen Klimaziele erreichen. Wie viel Tonnen CO2 spart denn Ihr Projekt hier ein? Das interessiert mich. Und nicht, ob Sie Autos geschickt mit irgendwelchen Technologien durch die Stadt lenken. Also wie viel CO2-Reduktion erreichen wir? Das sind die Klimaziele, die wir halten müssen. Merci für die Frage. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich sage gleich vorweg, diese Zahlen habe ich in dieser Form nicht mit dabei. Als wir diesen Mobilitätsplan erstellt haben, haben wir diesen Aspekten Rechnung getragen, auch angesichts der EU-Richtlinie, soll ja nachhaltig sein. Sie wissen, wir investieren auch in puncto ÖPNV in CO2-Neutralität. Das heißt, er soll elektrisch werden, auch was die Zulieferer anbelangt. Sie können sich vorstellen, wenn wir Korridore hinzufügen für den ÖPNV, dann bedeutet das, dass weniger Platz übrig bleibt für den Individualverkehr. Das ist nun mal so, es sei denn, es würden Tunnels hinzugefügt. Jetzt ein Angebot zu schaffen, wo wir den Menschen vermitteln, wir sind eine Stadt der kurzen Wege. Also meist braucht man nicht mehr als 10 oder 15 Minuten, um zu Fuß zu einem Ort A oder B zu gelangen. Das soll wirklich den Appetit anregen, zu Fuß gehen, ja, damit man das Auto stehen lässt. Aber den Straßenraum brauche ich natürlich für Rettungsdienste, für die Polizei, für Lieferungen. Das kann ich nicht alles außen vor lassen. Nehmen wir Boulevard Roosevelt. Vor 15 Jahren gab es da noch 3 Spuren. Jetzt haben wir da nur noch eine. Ich kann das nicht auf 0 herabsetzen. Das sind für mich Hauptachsen. Boulevard Royal. Da haben wir den Bus, da haben wir die Tram. Da haben wir massiv reduziert. Natürlich hat das Auswirkungen auf die CO2-Werte. Aber um es ganz klar zu sagen, genaue Zahlen habe ich nicht dabei, aber es ist eine der Zielsetzungen dieses Mobilitätsplans. Es ist ja nicht nur, dass wir gut dastehen möchten. Nein, wir möchten in einer lebenswerten Stadt leben, die grün ist, wo es sich gut leben lässt. Das sind die Erwartungen, das sind die Anfragen. Und ich denke, das haben doch die meisten, fast alle Parteien verstanden. Das ist nachvollziehbar. Und wenn wir jetzt mit den Menschen in den einzelnen Stadtvierteln sprechen, wenn wir Dinge umbauen möchten, dann sehen wir ja immer die Reaktionen, wenn wir Änderungen herbeiführen möchten. Wir haben auch einen Umweltplan, haben diverse Orte ausgewählt, wo wir immer wieder zeigen möchten, wie die Luftqualität ist. Für die Menschen, die hier wohnen und die hier arbeiten, möchten wir bestmögliche Umweltbedingungen gewährleisten. Ich habe eine App, Sie haben die wahrscheinlich auch, da kann man jederzeit
überprüfen, wie die Luftqualität an einem bestimmten Ort ist. Ich werfe quasi täglich einen Blick darauf. Und bislang war es noch immer so, dass die Qualität sehr gut oder zumindest gut war. Natürlich liegt das uns am Herzen und alles, was Patrick Goldschmidt gerade gesagt hat, diese Anstrengungen und Bemühungen, die wir leisten, unsere Busflotte beispielsweise auf elektrisch umzustellen, also nicht nur unsere Busse, sondern auch diejenigen, die vom RGTR-Netz betrieben werden und in die Stadt hineinfahren, sollen umgestellt werden. Also wir versuchen wirklich auch die Infrastruktur anzupassen, ja, in dem Bemühen, unsere Luftqualität bestmöglich zu erhalten und, wenn möglich, sogar noch zu verbessern. Ja, ich möchte noch kurz etwas ergänzen. Ich bin ja auch zuständig für diesen Bereich, also auch insbesondere was neue Technologien und Smart City angeht. Unsere einzelnen Dienststellen liefern auch ganz viele Daten in Bezug auf das Kartenmaterial. Dann haben wir den sogenannten Digital Twin, den digitalen Zwilling, eine Replik unserer Stadt auf einer Karte. Dann werden wir auch mehr Sensoren installieren, damit wir mehr Informationen in Echtzeit erhalten. Auf dieser Grundlage können wir dann Bürgerinnen und Bürger informieren, aber auch der Stadt Luxemburg die Möglichkeit geben, Simulationen zu erstellen, also in unterschiedlichsten Bereichen, zum Beispiel Luftqualität, Lärm oder auch, wenn es Überschwemmungen gibt, dann können diese Daten benutzt werden, um zu sehen, wann muss eine Straße gesperrt werden. Also da wird noch einiges passieren in den kommenden Jahren und da wird die Stadt Luxemburg auch versuchen, technologisch so gut gerüstet zu sein, dass man die Menschen die Informationen bekommen und auf dieser Grundlage dann auch ihr Verhalten ändern. Ja, bitteschön. Ja, wenn ich darf, werde ich meine Frage auf Englisch stellen. Mein Name ist Christian Ballecker. Ich lebe in der Rue de Glacy und ich freue mich, wieder hier zu sein. Herzlichen Dank, Frau Bürgermeisterin, für Ihre Arbeiten. Ich habe ein paar Fragen. Das letzte Jahr habe ich damit verbracht, also im letzten Jahr war ich bei vielen verschiedenen Konferenzen, zum Beispiel Change Now und Umweltkonferenzen. Und jedes Mal geht es darum, dass Investitionen in die Nachhaltigkeit größer sind als die in fossile Brennstoffe. Also da gibt es große Bemühungen. Also da habe ich ich war an der Universität beim Projekt der Bloomberg Foundation. Da kamen Leute aus der ganzen Welt zusammen. Da gab es einen Immobilienmanager. Ich war der einzige Luxemburger in dieser Runde und dann ging ich zur Velocity-Konferenz. Das ist eine Megakonferenz für aktive Mobilität. Hier gab es viele CEOs, viele Direktoren und immer wieder wurde gesagt, also damit Studenten darauf vorbereitet werden, zu lernen, ganz gleich, ob es Grundschule oder weiterführende Schule ist ihnen zu sagen, sie sollten nicht den Bus nehmen und nicht das Auto. Die beste Möglichkeit für Schüler, um gut aufs Lernen vorzubereiten, ist aktive Mobilität. Das heißt, zur Schule laufen. Also heute habe ich eine schöne E-Mail von der Stadt Luxemburg erhalten, die mich und alle Einwohner der Stadt eingeladen hat, Schüler zum Bus zu bringen, zum Schulbus zu bringen, also diese kleinen kurzen Strecken zu begleiten. Es gibt 350.000 Google Scholar Studien, die sagen, das ist die schlechteste Möglichkeit, das zu tun. Vielleicht könnten wir da zum Beispiel ein Bike-Bus-Programm haben für aktive Mobilität, also Bus und Fahrrad. Ja, vielleicht habe ich nicht alle Ihre Ausführungen verstanden. Also ich weiß, wir haben Bustransfers und zwar nur für kleine Kinder. Also wir haben da ja auch Sicherheitsbestimmungen. Die Kinder dürfen nicht alleine im Bus bleiben. Das heißt,
Also ich verstehe nicht so richtig, wie Sie sagen können, dass die Kinder zum Bus zu begleiten die schlimmste Lösung wäre. Das ist eigentlich die einzige Lösung, denn sonst müssen die Eltern ihre Kinder dorthin bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 4-jähriges oder 5-jähriges Kind alleine zur Schule geht. Also, und das sind nun mal die Busstrecken, die Busverkehrswege, die wir benötigen. Und wir können die Kinder nicht alleine lassen. Wir müssen für ihre Sicherheit sorgen. Also bis jetzt war es die Bediensteten der Gemeinde, die das übernommen haben. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir einfach nicht mehr genügend Leute haben. Deswegen haben wir, genau wie auch beim Pedibus, gefragt. Also wir haben heute Abend noch nicht den Pedibus erwähnt. Der Pedibus hat einen Riesenerfolg. Da geht es nicht um Auto und Bus, sondern es geht darum, dass Kinder sich an einer bestimmten Sammelstelle treffen und dann ist jemand da und das ist kein Bediensteter der Gemeinde, sondern das sind Personen, die sich bereit erklärt haben, die Kinder zur Schule zu bringen. Das ist genau die gleiche Art von Angebot, das wir jetzt ausarbeiten für Kleinkinder. Also nicht für große Kinder, die ins Gymnasium gehen, sondern für kleine Kinder. Und wir suchen da nach Personen, die bereit sind, sie auf der Busfahrt zu begleiten. Ja, Herr Goldschmidt, Sie wollten noch etwas hinzufügen. Wie Frau Polfer eben gesagt hat, also das ist etwas, was noch zusätzlich hinzukommen wird. Ich denke, Sie denken vielleicht daran, dass Kinder zum Beispiel in der Mittagspause von der Schule ins Foyer transportiert werden. Das hängt natürlich von der Entfernung ab und ob die Zeit reicht, zu Fuß zu gehen. Also einige Eltern sagen, okay, 400 Meter zu Fuß, das können die schaffen und die anderen Eltern sagen, nein, wir sind nicht damit einverstanden, kommt nicht in Frage und dann kommt es dann zu Diskussionen und wenn wir dann Schulen haben, wo die Kinder von etwas weiter entfernt herkommen und wenn wir nicht wollen, dass die Eltern sie mit dem Elterntaxi bringen, also da versuchen wir das wirklich auf ein Minimum zu reduzieren und deswegen also der Pedibus, den wir jetzt auf alle Stadtviertel ausweiten werden. Das ist ein also da haben wir sehr viel Erfolg und da gehen die Kinder zu Fuß. Und dann haben wir den Kinderstadtplan, der in einer neuen Auflage erscheinen wird. Die Kinder, die sagen uns, was sie wollen. Und das kann vielleicht auch uns helfen, ihre Eltern zu überzeugen. Eben die Sicht der Kinder und dann auch in diese Richtung zu gehen, wie Sie vorgeschlagen haben. Wir tun unser Bestes. Aber wir müssen natürlich auch die Meinung der Eltern berücksichtigen. Ja, ich wollte ein kleines Beispiel dazu geben. In einigen Fällen gibt es keine andere Lösung. Die Kinder mit dem Bus von A nach B zu bringen, ist in diesen Fällen die einzige Möglichkeit. Wenn Kinder von Kiem nach Aich gebracht werden müssen oder von Aich zum Kiem und wieder zurück, das sind Entfernungen, die kann man nicht zu Fuß bewältigen. Da brauchen wir einen Schulbus. Und wir fragen eben nach, ob es Personen gibt, die da begleiten könnten. Aber kurze Entfernungen sollten natürlich zu Fuß bewältigt werden, insbesondere bei Kindern. Ja, und dann möchte ich noch sagen, eines der Probleme und auch in Bezug auf die Gesundheitsrisiken, also die größten Risiken, Todesrisiken, Sterberisiken hier in Luxemburg sind nicht, dass man an altersbedingter Schwäche stirbt. Meine Mutter, die geht jeden Tag sehr viel zu Fuß, aber sie ist wirklich eine der ganz wenigen. Die meisten Menschen, die heute in Luxemburg sterben wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Und Radfahren und zu Fuß gehen ist die beste Möglichkeit, um solche Krankheiten zu verhindern. Deswegen brauchen wir einen aktiven Mobilitätsplan, wo wir eben auch sagen, es ist gut für ihre Gesundheit, anstatt zu sagen, das geht nicht. Wir müssen den Schülern sagen, das ist gut für eure Gesundheit. Und ich fürchte, im Moment ist das noch nicht der Fall. Thank you for that. Vielen Dank. Hier gab es noch eine Frage da oben. Eine Dame. Voilà. Guten Abend, mein Name ist Saskia. Mein Name ist Rasra, ich lebe auf Kirchberg. Vielen Dank für diese sehr interessante Präsentation.
Ich hätte eine Frage oder sagen wir mal eine Anregung. Sie haben von künftigen Initiativen gesprochen, die in der Planung sind. Aber es gibt ja schon viele Sachen, die es jetzt schon gibt, die aber in der Umsetzungsphase nicht so recht vorankommen. Also es gab da schöne Konzerte für Nationalfeiertag hier in der Stadt Luxemburg. Das war sehr schön. Vielen Dank auch. Aber zu einem solchen Konzert, bei so einem Konzert müsste man auch die Mobilität mitdenken. Also zum Toto-Konzert wollte ich eigentlich mit dem Rad fahren. Ich habe ein E-Bike. Ich habe aber nicht das E-Bike genommen, weil Sie haben von Stellplätzen für Autos gesprochen, aber nicht für Fahrräder. Ich will das Fahrrad nicht irgendwo abstellen, deswegen habe ich dann die Tram genommen. Aber als ich dann nach Hause fahren wollte, wollte ich auch die Tram nehmen, aber die Tram war natürlich maßlos überfüllt und fuhr auch nur alle 7 Minuten. Ich überließ also den Platz denjenigen, die es nötiger hatten als ich. Ich hätte gerne ein Velo ausgeliehen, aber alle Räder, die dort am Stand waren nicht funktionsfähig. Dann ging ich zur Bushaltestelle. Da warte ich dann sehr lange bei Pescator auf grünes Licht. Und schon in der Mitte des Übergangs wurde es rot. Also ich frage mich, wie die älteren Leute im Pescator das machen. Gut, bei der Bushaltestelle gab es keinen Bus mehr. Dann ging ich zur Philharmonie. Da hatte ich dann ein Velo gefunden. Das hat aber nur eine Haltestelle lang funktioniert. Und danach bin ich dann zu Fuß gegangen. Wie gesagt, ich wohne auf Kirchberg. Ich war kurz vor 1 Uhr nachts zu Hause. Also da gibt es noch was zu tun. Also da gibt es doch einiges, was noch verbessert werden könnte. Und das könnte heute schon verbessert werden und funktionieren und nicht erst 2035. Möchten Sie darauf eingehen? Ja, herzlichen Dank für diese Schilderung. Ich habe das schon auch von mehreren Personen Ähnliches gehört. Das ist natürlich kein Grund zur Freude. Also und da brauchen wir auch keine Studie, die uns sagt, dass wir alle Mobilitätsträger berücksichtigen, wenn es größere Veranstaltungen gibt. Wir werden dann nächstes Jahr vielleicht für solche Events dann auch Stellplätze für Fahrräder vorsehen. Bei City Sounds ist das möglich. Bei anderen Events ist es vielleicht etwas schwieriger zu organisieren. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, dass wir an solchen Tagen, wenn wir wissen, dass so ein Konzert bis 12 Uhr nachts, also bis Mitternacht oder 1 Uhr dauert, dass wir dann auch das ÖPNV-Angebot ein bisschen verstärken, damit die Tram öfter fährt. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Anregungen und ich entschuldige mich in unserem Namen. Es war schön, dass das Konzert Spaß gemacht hat, aber es tut mir leid, dass Sie so lange brauchten, um nach Hause zu kommen. Ja, die Kollegin hier unten würde sagen, das war gut für Ihre Gesundheit, weil Sie viel zu Fuß gegangen sind, aber vielleicht mussten Sie am nächsten Tag arbeiten. Also wir wollten Sie nicht dazu zwingen, zu Fuß zu gehen. Also wie gesagt, auch die Lichtsignalanlage, die Schaltung, da müssen wir vielleicht auch noch mal darüber reden und auch in Bezug auf Velo, auch da müssen wir dafür sorgen, dass die Fahrräder in einem besseren und funktionsfähigen Zustand sind. Ja, also wir werden unser Bestes tun, damit es nächstes Jahr besser läuft. Hier noch eine Frage in der ersten Reihe. Mein Name ist Just Lachsen. Ich hätte dazu einige Kommentare. Erstens, also Bustickets auf Papier finde ich gut, aber ich bin alt, aber ich kann das nicht mehr so richtig lesen. Diese Texte, die sind eigentlich für Schirme gedacht und die werden dann auf Papier gesagt. Und ich bin noch nicht in der Alterskategorie, wo es so richtig schwierig wird. Einige Farben sind per Definition schwierig, wenn es darum geht, Text zu lesen. Also da müsste man auch aufpassen, welche Farben man wählt, wenn man Text auf Papier anbieten. Dann in der Stadt Luxemburg gibt es viele Busunternehmen, also unter anderem auch die Stadt Luxemburg, die eigene Buslinien hat. Also ich würde vorschlagen, wenn es ein Problem mit einem Bus gibt, dann bin ich einer der Ersten, der da gerne ein kleines Schreiben an Sie richtet. Das wissen Sie bestimmt, aber Sie werden alle dafür bezahlt, Ihre Buslinien zu bedienen. Aber die Qualität der einzelnen Busunternehmen ist sehr unterschiedlich. Erstens in Bezug auf die Schirme, die eingebaut wurden. Manchmal funktionieren sie ordnungsgemäß. Und plötzlich ist dann nur noch ein Text da oder sie funktionieren überhaupt nicht, weil zum Beispiel die Busfahrer nicht wissen, wie sie bedienen sollen, weil ihnen der
Code fehlt, um die Schirme einzuschalten, oder sind einfach kaputt. Gleiches Problem haben wir mit dem Ton. Vor ein paar Jahren haben sie ja die Leute gebeten, die Bushaltestellen mit ihrer Stimme die jeweiligen Bushaltestellen anzugeben. Aber das funktioniert auch nicht immer. Und wenn die Busunternehmer, die werden dafür bezahlt, dass sie ihren Job ordentlich machen. Und da wird viel Geld dafür bezahlt. Und dann sollte auch überall ein gleiches Niveau an Dienstleistung angeboten. Ich lebe in einer Straße, wo es ein großes Hotel gibt. Und wenn hier internationale Gäste mit dem Bus in die Stadt fahren und dann sind die Busse in einem schlechten Zustand und die Qualität sehr mangelhaft. Also Ausländer, die in die Stadt Luxemburg, ins Stadtzentrum kommen, die freuen sich, wenn sie hören, hier ist jetzt meine Haltestelle. Und dann bei Hotelkomplexen, wie zum Beispiel auf Kirchberg oder auch in der Nähe meiner Wohnung, ist das sehr wichtig. Dann der Bahnhof von Dommeldange, auch sehr stark frequentiert, aber es sieht aus wie eine Sonnenblume. Also da ist es auch nicht gut für den Ruf der Stadt Luxemburg, weil es sich auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg befindet. Also schauen Sie sich das einmal an. Das ist nicht wirklich beispielhaft für das, was wir als Stadt Luxemburg darstellen wollen. Und also wenn man Auto fährt, muss man seinen Gurt festnehmen. Aber ich verstehe natürlich, dass wir vielleicht, wenn man auf Landesebene fährt, wäre es vielleicht gut, wenn man sich auch im Bus anschnallen würde. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses blumige Vokabular, das Sie verwendet haben. Wir haben klar und deutlich verstanden, was Sie damit sagen wollten. Vielleicht möchten Sie darauf eingehen, Herr Hoffmann. Ja, kurz zu den Bussen. Ja, es stimmt. Und Sie haben die einzelnen Unternehmen auch angesprochen. Wenn wir eine Ausschreibung machen, dann werden die Standards festgelegt. Dessen, was an den Bussen, an Informationen, an Qualität geboten werden muss. Das wird kontrolliert. Und der Betreiber muss auch garantieren, also prinzipiell garantieren, dass er immer in der Lage ist, einen Bus zur Verfügung zu stellen, der diesen Kriterien entspricht. Theoretisch klappt das, aber leider gibt es Einzelfälle, wo dann der Betreiber aufgrund eines Unfalls, aufgrund einer Panne oder Ähnlichem in Einzelfällen nicht in der Lage ist, einen Fahrzeug anzubieten, das diesen Kriterien entspricht, und dann wird ein anderes Fahrzeug genommen, und das gibt es Probleme, wie Sie eben gesagt haben, da gibt es das falsche Bild auf dem Schirm oder Sie haben zum Beispiel auch nicht das Multiplicity-Logo. All diese Fahrzeuge erfüllen dann auch diese Kriterien nicht. Die haben das ICTS nicht, das Informationssystem, wo die einzelnen Haltestellen angegeben werden. Da gibt es eben auch Strafen für die Betreiber, um sie zu motivieren, wirklich das Leistungsniveau, das vorgegebene Leistungsniveau einzuhalten. Aber es gibt immer wieder Situationen, Einzelsituationen, wo ein Bus im Fahrbetrieb ist, der die Kriterien nicht erfüllt. Aber wir ziehen es immer noch vor, dass wir überhaupt einen Bus anbieten können, anstatt diesen Busdienst ausfallen zu lassen. Aber es ist in der Ausschreibung ganz klar und deutlich festgelegt, dass diese Kriterien also eingehalten werden müssen im Normalfall. Gut, der Bahnhof Dommeldange, also ich stimme Ihnen zu. Sie haben recht. Also da berücksichtigen die Leute nicht, wer ist jetzt Träger dieses Bahnhofs, dann anschnallen. Sie haben gesagt, also intramuros, also innerstädtisch, also im Verkehrsnetz der Stadt Luxemburg, muss man sich nicht anschnallen im Bus, aber wenn hier zum Beispiel jemand auf die Autobahn fährt, dann ist es schon so, dass die Fahrgäste gehalten sind, sich anzuschnallen. Also das ist die Straßenverkehrsordnung, die ist da eindeutig, und die Busse, die über die Stadtgrenze hinausfahren, auch beim RGTR, die geben die Möglichkeit des Anschnallens.
Aber es ist Sache des Fahrgastes, also wir, das heißt die Betreiber, diejenigen, die den ÖPNV organisieren. Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung, damit Anschnellen möglich ist. Aber wir können natürlich nicht vom Busfahrer erwarten, dass der durch den ganzen Bus hin und her läuft und kontrolliert, ob wirklich jeder sich gemäß der Straßenverkehrsordnung angeschnallt hat. Aber die Infrastruktur, die muss vorhanden sein, die Gurte müssen vorhanden sein. Herr Goldschmidt, ja, vielleicht darf ich noch etwas ergänzen. In der Ausschreibung haben wir festgehalten, dass die Unternehmen auch umsteigen müssen auf Elektromobilität. All diese Unternehmer haben auch Elektrobusse bestellt, aber da gibt es Verzug. Also alte Busse müssen jetzt neu ausgestattet werden. Es sind auch Sanktionen vorgesehen. Das Ganze wird auch verrechnet mit den Betreibern. Einige Unternehmer sind am Ranking etwas weiter oben, was die Sanktionen angeht. Aber wir hoffen, dass, wenn sie jetzt Ende des Jahres ihre Flotten erneuert haben, dass es dann weniger solche Probleme mit. Aber falls es sie geben sollte, teilen Sie es uns bitte mit, wie gewohnt. Und wie gesagt, diese kleinen Broschüren, die mit den Busplänen, also was die Farbgestaltung angeht, da werden wir darauf achten, sie leserlicher zu gestalten. Haben Sie? Na, Moment, vielleicht kurz mit Mikrofon. Dann nehme ich jetzt die Dame hier in der Mitte. Ich bin von ProVelo. Wir waren auch im Mobilitätsbeirat, was mich heute Abend im Mobilitätsbeirat und ganz generell in der Aussprache mit der Stadt Luxemburg stört, ist, wenn man von Planung spricht, dann wird oft gesagt, ja, wenn es geht, wenn genug Platz ist, wird ein Fahrradweg eingeplant. Heute Abend wurde mehrfach gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, dann werden wir am Boulevard de Merle Fahrrad und Tram einbinden. Wir brauchen ein Umdenken. Zuerst Radfahrer und Fußgänger und dann wird der Kfz-Verkehr geplant. So, auf diese Art und Weise werden Sie das Mobilitätsproblem in der Stadt Luxemburg lösen können. Merci, Madame. Vielen Dank, Frau Goldschmidt. Nein, wir sind nicht vernannt. Also das ist jetzt kein Familienstreit. Wir haben die ein oder andere, die wir ganz mal. Ja, ich habe vom Boulevard de Merle gesprochen, vom ÖPNV. Rad auf dem Boulevard de Merle, soweit habe ich noch nicht gedacht, aber ich bin doch schon mal froh, wenn die Breite gegeben ist, um die verschiedenen Träger dort unterzubringen. Aber ich denke, ich war doch mehr als klar in meiner Aussage, wo noch Anstrengungen nötig sind, wo wir sie auch leisten werden. Ich habe nicht gesagt, wenn dann noch ein bisschen Platz übrig bleibt, dann kommt das Fahrrad noch da hinzu. Also bleiben wir ehrlich. Ja, natürlich könnte alles schneller gehen, aber Sie wissen es selbst. Es ist nicht alles immer so einfach, aber wir geben uns Mühe. Nein, aber sagen Sie doch einfach so, wir wollen den Fußgänger, wir wollen das Rad und dann machen wir das. Und dann folgt der Rest, statt immer zu sagen oder häufig zu sagen, na, wahrscheinlich haben wir noch Platz fürs Rad. Denken Sie anders herum. Ja, Frau Goldschmidt, wir haben schon häufiger zusammengesessen und wir können nicht nur eine Richtung einschlagen. Das ist unsere Verantwortung, das große Ganze im Auge zu behalten. Wir werden das auch tun, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn wir den Boulevard de Merle, mit dem wir uns jetzt schon seit 30 Jahren beschäftigen, beziehungsweise seit 30 Jahren wird versprochen, dass da etwas passiert. Und es ist auch nicht nur diese Straße, dann kommt noch Boulevard de Sessange hinzu, wo wir wirklich einmal komplett um die Stadt herum eine Verbindung haben könnten. Und da muss das Rad dabei sein. Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Und Sie wissen, Frau Goldschmidt, wenn man etwas neu plant, dann kann man alle Träger berücksichtigen. Aber wenn ich mich zwischen zwei Gebäuden befinde und ich habe nur 6 Meter und ich brauche diese beiden für den Bus in diese beiden Richtungen, dann ist es schwierig. Es sei denn, ich nehme die Häuser weg. Sie wissen das nur allzu gut. Ja, also ich nutze das Rad jeden Tag und teile wahrscheinlich die
ein oder anderen Frustpunkte und jeden Tag merke ich es an allen Stationen. Also das Hauptproblem ist nicht unbedingt, dass die Räder defekt sind. Da ist vielleicht mal ein Platter dabei, die Batterie ist nicht geladen, aber die Ladestationen oder die Stationen geben die Räder nicht frei. Das erkenne ich auf der App nicht. Dann habe ich schon Minuten verbracht an einer Station, wo wir zwar grüne Punkte angegeben haben, ich sie aber nicht lösen kann aus dem Ständer heraus und eine Lösung wäre da vielleicht, Vandalismus ist natürlich ein Problem. Das ist jetzt ein starker Begriff, aber ich habe schon viele Menschen gesehen, die sich ein Spiel daraus machen, das Rad mit voller Geschwindigkeit zu parken, ja? Also wieder an diese Station hinein zu befördern, in die Station hinein zu befördern und das macht natürlich alles kaputt. Das versteht sich von selbst. Aber wenn wir jetzt ein System haben, das erkennt, aha, da ist etwas defekt und das Ganze zu verbinden mit einem Fahrrad, das dort geparkt ist, dann glaube ich, kann man dem Nutzer dann auch eine gewisse Verantwortung zuschreiben. Also ich meine, dann kann man ja die Verbindung herstellen. So, welcher Nutzer hat dieses Fahrrad zuletzt genutzt? Dann kann man die Verbindung herstellen. Wenn da mit verschiedenen Trägern geschaut werden könnte, wie man das integrieren könnte, dann glaube ich, würde das zu einer besseren User Experience führen. Da kann ich Ihnen nur zu 100% beipflichten, aber JCDecaux ist da verantwortlich. Wir haben nichts mit dieser App zu tun. Wenn wir uns beschweren, dass wir einen Dienst zahlen oder für einen Dienst zahlen, den wir nicht bekommen, dann ist das natürlich auch für uns nicht zufriedenstellend. Ja, man kann das Fahrrad nicht herauslösen. Da sind mir die Hände gebunden. Ne? Ich sitze im Büro, ich kann auch nur sagen, na dann versuch's nochmal oder so. Aber ich meine, wir verstehen diese Anliegen nur zu gut. Natürlich ist es an der Zeit, dass wir vielleicht nochmal ein Einschreiben schicken, dass wir vielleicht auch den Generaldirektor nach Luxemburg kommen lassen. Denn auch für mich ist es frustrierend, die Menschen Tag für Tag vertrösten zu müssen, denn wir zahlen hier für einen Dienst, der nicht ordnungsgemäß geliefert wird. Und das war natürlich auch meine Angst, ach Mensch, jetzt kommt das Frühjahr, Sie sind nicht bereit, diese Räder zu reparieren. Sie haben vollkommen recht, das ist nicht hinzunehmen in dieser Form. Das ist nicht akzeptabel und wir legen auf jeden Fall noch eine Schippe drauf, um die Situation zu verbessern. Vielleicht gibt es auch neue Betreiber, smartere Betreiber. Mal schauen. Ja, guten Abend, Antoinette Welter von Limpertsberg. Ich wollte Sie ermutigen, Sie sitzen doch am längeren Hebel bei dieser Firma. Nutzen Sie Ihre Position. Aber gut, deswegen hatte ich nicht um das Wort gebeten. Ich habe eine grundsätzlichere Frage. Wir haben jetzt erfahren, was wir im Grunde schon wussten. Unser Land wächst, die Stadt Luxemburg wächst, sei es jetzt, was die Einwohnerzahl anbelangt, als auch, was die Arbeitsplätze anbelangt. Immer mehr Menschen kommen her zum Arbeiten. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist das wirklich so gewünscht oder ist das eine Fatalität, gegen die wir uns nicht wehren können? Das ist eine Frage, die mich seit circa 30 Jahren umtreibt. Damals ist es losgegangen mit diesem Wachstum. Also irgendwo sind Grenzen. Unser Land hat Grenzen. Also das Gebiet des Landes kann sich nicht ausdehnen. Hat man sich denn vielleicht nicht Gedanken darüber gemacht, was wir tun können oder wollen wir vielleicht etwas unternehmen? Oder was wäre eine optimale Einwohnerzahl für die Hauptstadt, damit es noch tragbar wäre für die Stadt und für das Land? Aber gut, das ist jetzt nicht Ihr Thema. Das ist eine Diskussion, die doch geführt werden muss. Oder ist diese Diskussion schlichtweg nicht möglich, weil von vornherein gesagt wird, so, wir haben keine Mittel, dies zu steuern? Na, das ist eine grundsätzliche Frage. Wer möchte diese beantworten? Nun, Sie haben die Diskussionen auf Landesebene bestimmt verfolgt oder tun dies noch. Das ist eine immer wiederkehrende Frage.
Aber Sie wissen, wir haben nicht immer so dagestanden wie heute. Luxemburg hat Epochen gekannt und die sind noch nicht so lange her, wo wir in einer tiefen Krise steckten. Und da waren wir froh, dass wir uns aus dieser Krise befreien konnten. Ich denke hier an die 70er, 80er Jahre. Damals steckten wir tief in der Krise. Als ich in meinem ersten Leben Bürgermeisterin wurde, das war 1982, da waren wir so weit, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt Angst hatten, unsere Beamten nicht mehr bezahlen zu können. Da hatten wir auch zeitweise einen Einstellstopp. Wir hatten eine Krise in der Stahlindustrie und da stand unser Land quasi still. Na, ich werde jetzt keinen Geschichtsexkurs hier machen, aber die meisten unter Ihnen dürften es wissen. Ab Ende der 80er Jahre, sprich, ab dem Moment, wo sich der Finanzplatz entwickelt hat, hat sich die Lage verändert. Das war eine willkommene Entwicklung, denn es hat uns wieder einen gewissen Handlungsspielraum gegeben. Und da haben uns irgendwann doch erhebliche Zweifel geprägt, beziehungsweise wir hatten keinen Spielraum mehr. Ja, es ist eine Entwicklung, die die Frage mit sich bringt, wie weit kann es gehen? Ja, wir haben den Bebauungsplan von 1967. Der sah schon vor, dass die Stadt wachsen könnte bis auf 165.000 Einwohner. Das war 1967. Und wenn ich sage, dieser Plan hatte das schon vorgesehen, das heißt, Bebauungsmöglichkeiten der Grundstücke hätten das damals schon hergegeben. Es hat natürlich sehr lange gedauert, bis auch nur ein Bruchteil dessen umgesetzt wurde. 1992 hatten wir dann den Joly-Plan. Da sind wir nicht darüber hinausgegangen. Und sogar der Plan, den wir jetzt 2017 verabschiedet haben, hat den Perimeter um keinen einzigen Zentimeter erweitert. Das heißt, die Baurechte bestehen hier in der Stadt in Bezug auf die Grundstücke. Na, das ist ein Recht, das diese Menschen haben, die Besitzer. Aber wie das ausgeübt wird, ist eine andere Sache. Sie erinnern sich an die Zahlen. Ja, 2035 könnte man bis auf 180.000 Einwohner kommen. Ja, also wenn jetzt alle Baumöglichkeiten, die der Plan hergibt, wenn all diese Möglichkeiten ausgeschöpft würden, könnten wir dahin gelangen. Das letzte Jahr hat uns aber gezeigt, wie schnell die Situation auch kippen kann. Da hat es diverse Projekte gegeben, die gebaut hätten werden können, die aber nun nicht gebaut werden. Die Genehmigungen liegen vor, aber die ökonomische Situation gibt es schlichtweg nicht her. Es hat sich vieles verändert. Die Menschen bekommen nicht mehr die Darlehen, die sie benötigt hätten, um zu bauen. Die Bauträger beginnen dann auch nicht, wenn nicht ein gewisser Anteil verkauft ist. Die Preise sind binnen einem Jahr um 10% gefallen. Natürlich, wir haben einen Rahmen, den Rahmen dessen, was möglich ist. Aber in welchem Maße das auch realisiert wird, umgesetzt wird, das ist wieder ein anderes Paar Schuhe. Und wir haben ein freies Gesellschaftsmodell. Das heißt, es wird nicht von oben herab entschieden, jetzt musst du bauen und dann musst du bauen. Nein, und es wird erst gar nicht vorgegeben, welche Unternehmen sich hier etablieren und die ja doch die Grundlage unseres Wohlstands und unseres Lebens darstellen. Das ist in unserem Wirtschaftsmodell nicht so vorgesehen, dass wir das von oben herab direkt vorgeben können, diktieren können. Wenn sich eine Firma niederlassen möchte, die gesetzliche Grundlage ist überall identisch, dann müssen natürlich unsere Vorschriften erfüllt werden. Und das sind, weiß Gott, einige. Und wenn diese erfüllt werden, dann hat diese Firma das Recht dazu. Wir können jetzt nicht sagen, also
wir das jetzt als Gemeinde sind oder eine andere Gemeinde, wenn es ein Grundstück ist, auf dem ein Einfamilienhaus gebaut werden kann, dann steht es keinem Bürgermeister zu, zu sagen, oh, nein, ich finde, du solltest dieses Haus jetzt nicht bauen. Dann zieht die betreffende Person vor das erste Verwaltungsgericht und bekommt Recht. Aber die Frage ist natürlich, wie schnell geht's? Aber wie schnell kann es auch wieder vorbei sein? Oder wie schnell können wir auch einen rückläufigen Trend haben? Das hat das letzte Jahr gezeigt. Das haben wir miterlebt und zu diesem Zeitpunkt sind Staat und Gemeinden aufgefordert worden, zu vermeiden, dass sich in einem Sektor alles zurückzieht, dass alles auf Eis liegt. Damit gehen Arbeitsplätze verloren. Das heißt, Menschen werden arbeitslos. Glücklicherweise leben wir in einem Sozialstaat, in dem die Menschen unterstützt werden. Das alles hat einen Preis, aber wir haben nicht mehr die gleichen Einnahmen. Das ist eine fundamentale Frage, natürlich, aber sie geht weit über das hinaus, was wir als Gemeinde tun können. Paul Ruppert, ich wohne im Limpotsberg. Ich möchte gerne auf den Mobilitätsplan zurückkommen und eine Kritik anbringen. Vor 3 Jahren haben wir festgestellt, dass es wichtig bei der Erarbeitung eines Plans ist, eine Richtung, einen Kurs vorzugeben. Wo soll es hingehen in Zukunft? Und das habe ich einmal mehr heute Abend in Ihrer Darstellung vermisst, Herr Goldschmidt. Sie haben von allen Verkehrsformen gesprochen, die es gibt. Mir fehlte aber eine klare Aussage dahingehend, so, liebe Leute, in der Stadt Luxemburg geht's künftig in diese Richtung. Stellt euch darauf ein, dass mehr fürs Rad gemacht wird, dass mehr für den Bus gemacht wird, dass viel mehr hier oder dort gemacht wird. Nein, wir müssen damit rechnen, dass das Auto zurückgedrängt wurde. 40, 50 Jahre lang wurde alles fürs Auto gemacht. Da müssen wir zurückrudern. Diese klare Botschaft habe ich vermisst. Und wenn ich jetzt hier eine Umfrage im Raum starten würde, glaube ich, würden die meisten mir zustimmen. Ich bedauere ein bisschen Ihre Abteilungen, die diesen Plan jetzt umsetzen müssen. Denn als Abteilungsleiter weiß ich nicht, wo ich anfangen würde, bei welchen Verkehrsmitteln und wo ich meine Leute vorrangig darauf ansetzen würde. Das ist mein Kritikpunkt und ich denke, da könnte man noch nachbessern, da könnte man eine klare Botschaft vermitteln. Was wünscht man sich konkret für die Zukunft? Wo geht's lang? Ja, das ist Ihre Meinung, das ist schön und gut. Weder Frau Polfer noch meine Wenigkeit haben diesen Plan abends erarbeitet. Das ist in Zusammenarbeit entstanden mit den Experten, mit unseren Abteilungen. Wir haben eine Richtung, wo es hingehen soll. Sie haben jetzt den Mobilitätsplan mit allen Einzelheiten erhalten. Jetzt haben wir ein Vorzugsszenario. Da sollen wir auf über 51% ÖPNV kommen. Also ÖPNV und sanfte Mobilität. Dann weiß ich nicht, was Sie noch hören möchten. Vielleicht möchten Sie hören, dass nicht genügend Räder unterwegs sind aktuell. Ja, das habe ich auch gesagt. Sie wissen, wir können die Mobilität nur in den Griff bekommen dank ÖPNV oder hauptsächlich dank ÖPNV. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Wir hätten natürlich sagen können, niemand darf mehr das Auto nehmen, aber dann warten Sie noch lange, denn das werde ich sicherlich nicht sagen, denn die meisten, die hier heute Abend anwesend sind, werden irgendwann auch mal ein Auto brauchen. Ja, Carsharing ist eine Möglichkeit. Wenn das Auto dann nicht da ist, dann ist das die Realität. Die großen Autohersteller, auch diejenigen, die im Smart-Bereich unterwegs sind, verkaufen von Jahr zu Jahr noch mehr Autos. Es wäre schön, wenn das in der Stadt nicht so wäre. Leider Gottes ist es aber die Realität und ich kann Ihnen nur versichern, unser Commitment ist ganz klar, mehr sanfte Mobilität, mehr ÖPNV, aber wir werden das Auto nicht verbieten.
Und ein Mobilitätsplan analysiert per Definition jeden Verkehrsträger. Dazu gehört nun mal auch das Auto. Und wenn Sie diesen Mobilitätsplan lesen, also einige Kollegen werden da bestimmt nicht froh sein, angesichts dessen, was da drin steht. Ich glaube, da gehen wir in die gewünschte Richtung, aber es steht nicht da 100% Radverkehr. Wir werden ins Radwegenetz investieren, wir werden ins Fahrrad investieren, aber wir haben eine Stadt mit hunderttausenden Menschen, die von weit herkommen und ich wäre wirklich froh, wenn sie auf ihr Auto verzichten könnten. Es ist unsere Aufgabe, aber es ist auch Aufgabe der nationalen Verantwortlichen. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage? Ja, oben. Ja, zuerst einmal Glückwunsch an Herrn Goldschmidt und Laurent Vanetti, an das gesamte Team für diesen Mobilitätsplan. Die Stadt Luxemburg hat es gebraucht, wenn auch ein bisschen spät. Ja, vielleicht fehlt noch so ein bisschen die große Strategie mit Sicherheit, mit Klimaaspekten, aber vielleicht wurden noch nicht alle schwierigen Entscheidungen getroffen im Hinblick auf Parksituation, auf Radverkehr. Wie reduzieren wir den Autoverkehr? Wie entlasten wir die Stadtviertel? Ich hoffe, dass Sie es schaffen werden, in diese Richtung zu gehen. Ich stelle mir jetzt auch eine Frage, auch im Blick auf Gring, was die Eltern der Vauban-Schüler anbelangt. Also 1% des Landes baut, aber 60% der Ausländer leben auch auf ihrem Stadtgebiet. Wir haben da die europäischen Schulen, die Vauban-Schule, und es gibt ca. 80.000 Schüler, die auch die internationalen Schulen besuchen. Und da stelle ich mir die Frage im Hinblick auf den Kinderstadtplan, ob ESL, die École Vauban, die europäischen Schulen auch einbezogen wurden in diese Planungen, denn auch sie könnten positive Ideen beisteuern. Ja, Sie haben ganz recht. Sie haben von 60% gesprochen, die nicht die luxemburgische Staatsbürgerschaft haben. Es sind sogar 70%. Auch das ist eine Besonderheit unserer Stadt. Das ist eine ganz gute Anregung, dass wir auch die großen internationalen Schulen mit einbeziehen. Das werden wir berücksichtigen. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Gibt es noch eine Frage? Ja, bitte hier vorne. Vielleicht noch ein oder zwei Fragen. Denn wir haben ab 20 Uhr noch weitere Verpflichtungen. Ja, der Herr hier vorne im gestreiften T-Shirt. Bitte mit Mikro, damit wir Sie hören können. Also wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, da fällt mir Folgendes auf. Wenn es irgendwo Straßenarbeiten gibt oder wenn es an einem Haus Bauarbeiten gibt, das erst, was gesperrt wird, ist der Radweg. Dann steht Baumaterial drauf und alles Mögliche und dann wird nicht vorgesehen, dass es da sozusagen eine Umleitung für die Radfahrer gibt. Könnte da nicht das Verkehrsamt, das ja da auch zuständig ist, das mit einbauen und demjenigen, der da eine Baugenehmigung bekommt, auch sagt, okay, Sie müssen dafür sorgen, dass der Radweg, dass es dafür eine gesicherte Umleitung gibt. Herr Hoffmann, ja, das geht es nicht nur um die Fahrräder, sondern auch um die Fußgänger. Und das ist ein echtes Problem. Ja, das stimmt. Also verkehrstechnisch haben Sie das richtig gesagt. Wenn es private Bauarbeiten gibt, dann braucht man eine Baugenehmigung und bekommt man vom Verkehrsamt die notwendigen Schilder und da gibt es auch Vorbedingungen. Es muss eine Umleitung für Fußgänger vorgesehen werden und wenn möglich auch für Fahrräder, aber
In echt werden diese Vorgaben oft nicht eingehalten und wir haben nicht 200 Beamte, die herumfahren und das kontrollieren können. Aber wenn Sie solche Situationen bemerken und sagen, da stimmt was nicht, sagen Sie uns sofort Bescheid. Wir werden sofort jemanden hinschicken. Ich bin einer derjenigen, der sich am öftesten beschwert, wenn er etwas sieht. Ich bin ja Bürger dieser Stadt und wenn an einem Haus Arbeiten stattfinden, gut, dann stehen natürlich auch die Fahrzeuge die Baufahrzeuge nah am Haus und oft auf dem Fahrradweg. Aber dann muss zumindest eine kleine Umleitung vorgesehen werden oder dem Fußgänger und dem Radfahrer gesagt werden, wie kann ich jetzt gefahrlos daran vorbeifahren? Ja, meine Frage ist, bekommen Sie vom Service de Circulation, vom Verkehrsamt gesagt, dass Sie das machen müssen? Ja, das geht sogar noch weiter. Es wird nicht nur gesagt, Sie müssen darauf aufpassen. Wenn es solche Bauarbeiten gibt, dann muss zuerst einmal ganz klar abgegrenzt werden, welche Bauarbeiten werden stattfinden, über welchen Zeitraum hinweg. Denn öfter bei größeren Baustellen gibt es da auch verschiedene Bauzeiten für verschiedene Bauabschnitte. Und das gilt für alle. Da müssen dann Umleitungen für alle vorgesehen. Fußgänger, Fahrräder. Für die gesamte Bauzeit muss die Zugänglichkeit gewährleistet werden und sämtliche Verkehrsströme müssen gewährleistet werden. Was aber nun mal tatsächlich der Fall ist, wenn der Plan nicht umgesetzt wird, haben wir ein Problem. Und da gibt es natürlich auch die Zwänge in Bezug auf die Bauarbeiten. Oft werden die Vorgaben etwas flexibel ausgelegt von Seiten der Bauunternehmer. Und wie gesagt, das Verkehrsamt, manchmal ist auch nicht genügend Raum da, um beidseitig zum Beispiel den Fußgängerweg freizuhalten. Da muss man vielleicht von der einen Straßenseite auf die andere gehen, weil es einfach räumlich nicht anders möglich ist. Das wird aber vom Service de Circulation, vom Verkehrsamt, wenn möglich, mit berücksichtigt. Aber wie gesagt, wir versuchen das zu integrieren, aber bei der Umsetzung hapert es manchmal. Das stimmt. So, und jetzt zur allerletzten Frage. Das ist die letzte Frage für heute Abend. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für diese Präsentation. Ich bin Expat. Ich lebe hier in Luxemburg in Aich. Wir freuen uns sehr, wie inklusive hier gehandelt wird und wie sehr man sich bemüht, den inklusiven Aspekt zu verbessern. Ich hatte nicht gedacht, dass ich die Broschüre in englischer Sprachfassung bekommen würde. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe mir das eben kurz angeschaut. Ich bin sehr beeindruckt darüber, wie detailliert diese Broschüre ist, also welche detaillierten Informationen da angeboten werden. Also in der Broschüre steht zum Beispiel genau, an welchem Ort eine Brücke, eine Kreuzung geplant ist. Ich habe da eine praktische Frage. In Aich gibt es Orte, wo es durchaus Verbesserungspotenzial geben könnte. Zum Beispiel einen Fußgängerüberweg oder eine Brücke oder Ähnliches. Wie kann ich also am bestmöglichen diese Informationen an Sie weitergeben oder an die Regierung? Wenn die Regierung diese Anfrage bekommt, wie läuft der Prozess ab? Wie kann das genehmigt werden und so weiter? Also wie kann man diese Vorschläge weiterleiten? Also wir haben das System Reported. Also wenn Sie solche Anregungen haben, geht das direkt an die jeweiligen Dienststellen. Und ein einfacher Weg ist auch einfach eine E-Mail an die Stadt Luxemburg zu schicken. Selbst wenn die E-Mail jetzt an die Bürgermeisterin geht oder an einen Kollegen aus dem Schöffen- oder Gemeinderat, dann wird sie weitergeleitet an die zuständigen Dienste und dann bekommt man eine offizielle Stellungnahme. Manchmal sind es einfache Dinge, die können umgesetzt werden oder es wird erklärt, dass es sich vielleicht um eine Nationalstraße handelt. Man muss immer prüfen, ist es eine nationale Straße oder eine Gemeindestraße?
Also es ist einfach Sie können ganz einfach eine E-Mail an die Stadt Luxemburg schicken und es ist, glaube ich, die schnellste Möglichkeit, eine Antwort zu bekommen. Ja, vielen Dank. Damit sind wir zum Ende dieser 4. Versammlung der Bürgerbeteiligung gekommen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wie die Dame eben gesagt hat, die Broschüre, den Mobilitätsplan, den gibt es in 3 Sprachfassungen auf Deutsch, Französisch und Englisch. Sie können ihn auch online finden. Also Sie bekommen auch per E-Mail, können Sie auf der Website Mobilitätsplan vdl.lu können Sie gerne auch noch eine Papierfassung beantragen. Sie können natürlich auch gerne die ausliegenden Broschüren mit nach Hause nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank an Frau Reuter und an alle Dolmetscher und Techniker, die heute Abend uns bei dieser Veranstaltung unterstützt haben. Vielen Dank und einen schönen Abend.